Hallo zu der nächsten Episode von Witcher Wild Hunt 3. Es geht weiter mit Lambert in Quest. Jetzt sind wir in der Nähe von den 7 Katzen. Sind wir an der Schenkkneipe. Und ja, mal schauen, was der Lambert für so zu sagen hat. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ja komm, sag mir alles. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Ja. Aber ich bin immer noch am Leben, Kollege. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Ja, natürlich ist nicht einfach, wenn so ein Weggefährte durch einen Mord am Meuchelmörder verlierst. Ja, ein bisschen kann natürlich seine Motivation da verstehen. Aber immer noch irgendwie so, das war kaltblütig, was er gemacht hat. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Ja, machen wir es auf das Geralt seine Art und Weise. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Ja, erzähl uns etwas über die übrig gebliebenen Bandenmitglieder. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand.
Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Farö, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Die schwarze Lilie. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Ja, ich habe mir da gar keine richtige Entscheidung gemacht. Ist sie in der Bande dabei gewesen? Wo Ding ermordet hat? Ist sie immer noch Mörderin? Ah, verdammt nochmal! Ja, lassen wir Entscheidung um Lambert. Er bringt es sicher um. Ich will die Entscheidung nicht machen. Ah, fuck it. Komm, Lambert, mach, was du recht hältst. Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienne? Zum Teufel, was ist los? Sie sind hinter mir her, Waren. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Messer teert. Scheiße. Einfach so Leute ihre Scheiß initiiert zum Mörderin. Ah, sorry. Sorry, Kollege. Sorry. Scheiße, Lambert, das machst. Fuck. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Das ist so ein Problem, wenn du schlechte Kollegen hast im Leben. Sie verführt dich dazu, auch schlechtes Zeug zu machen. Ja, scheiße. Ich bin auch schlecht im Moment. Auch das Wissen darüber, dass sie eine Mörderin war, dass sie eine Meuchelmörderin war. Und ihr macht es nicht besser. Schön, was ich meine. Es ist falsch, und so kaltblütig jemanden umbringen ist falsch. Und wir, und jetzt scheiß Lambert, haben wir jetzt an dem Scheißmord auch mitgemacht. Verdammt nochmal! Naja. Ja, ich gehe jetzt natürlich nicht nach Farö, oder das heisst in Skellige. Das machen wir erst, wenn wir mit der Quest hier fertig sind. Aber bis dann, das schauen wir, was wir sonst noch da haben als ja, Nebenquest. Spuka. Oh, was? Kann man da auch wieder nochmal zurückgehen? Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Das ist jetzt schwierig. Mal schauen, was aus Sarah geworden ist, ja. Aber nichts Schlimmes. Goddammit, verdammt nochmal. Schön Lambert. Wenn er nach dem weiter immer noch arschig zu mir tut. Ja. Das ist auch scheiße bei den Hexen. Also, sie sind so wenig, du könntest schon mal ein Ding machen, ja. Ja, aber Unrecht wäre auch nicht.
Das ist immer das Problem, oder? Weil für Lambert ist das natürlich auch aktuell sehr persönlich, weil er selber miterlebt hat. Von dem her, und als ein Außenstehender kannst du den Kontext und seine Gefühle verstehen. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ich hatte meine eigenen Sachen. Weil ich frage mich wirklich, ob es einen anderen Weg gegeben hätte. Mit Verstand wird sofort sehen, dass In dieser Welt wahrscheinlich nicht wirklich so. Weil da ist nicht wirklich unbedingt ein funktionierender Rechtsstaat oder so. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Geralt, du hast schon eine dunkle Weltansicht. Okay, ja, das ist ja nur so quasi weil die Quest zum Abschluss bringen gewesen, hä? Okay, ja, das wird ich nicht. Junior Graf Reuwens Schatz, das ist ja. Die sind irgendwie beide zusammen. Hä? Gut, machen wir das mit dem Hurensohn. Hä? Hurensohn, was für ein Name ist das? Wer gibt sich den Namen selber? Gut, dann gehen wir zum Badehaus von Sigi Reuven. Was schreit er? Sicher die weg mir weg, oder? Ich mach euch nicht. In Liebehexe. Wenn du weiter Meistens. so starrst, werden dir noch die Augen aus dem Kopf springen. Ah, ja. Ah, scheiße. Im Badehaus ist... Oh, shit. Natürlich! Natürlich! So ein Scheiß. Leck mich. Ach, genau, so was muss passieren. So was muss passieren. Ja. Haben wir auch herausgefunden, wieso die Ladezeit so lange dauert. Ich meine, ich habe es auf einen von meinen Haupt-Harddisks installiert, das Game. Wahrscheinlich habe ich es von externen Ding installiert. Darum dauert ein bisschen die Ladezeit ein bisschen amix länger. Aber hoffen wir mal jetzt nicht allzu lang. Komm, lade, komm. Ach. Lade schon mal. Lade. Nein, weißt du, ich kann ein neues Getränk aufmachen in der Zeit. Ah, gut. Es erfrischt mich gerade. Warum hast du es? Vielleicht sollte mal den Witcher von einer anderen Harddisk installieren. Es ist erbärmlich, wie lange das geht. Ach komm, ich will den Teil nicht rausschneiden. Kann doch nicht so lang gehen. Leck mich. Oh mein Gott, wie lange das dauert. Okay, jetzt endlich mal.
So, hoffentlich nicht zu weit weg. Ah, scheiße, jetzt muss ich das mit dem Spukhaus nochmal machen. Ah, so ein Scheiß. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Okay, ich glaube ja. Ja, natürlich, der Teil muss man jetzt ausschneiden. Das ist... Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht das... Hexer! Corinne! Ihr wo? Als du gesagt... Ich... Vor langer Zeit begann die... Ja, dann haben wir das mal gemacht. Ein bisschen schnell übersprungen, den Teil. Also, ich mache mal einen Speicherpunkt da. Im Fall, dass wir wieder verrecken, wir werden alles neu machen. Okay, jetzt müssen wir natürlich Dinge noch umstellen, Quest noch umstellen. Nein. Ah, Findo Junior. So, gut. Scheiße. Schweine. Überall Schweine. Bist du ein Zauberer? Du kommst mir bekannt vor. Blut! Ja, Geralt, zieh mal durch den Schwert. Nein, nicht das Silberschwert. Gut. Die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. So, okay. Sind wir ja bald. Bald sind wir ja schon dort. Eine Abscheulichkeit. Was? Schon hier? Das tut weh! Das ist Ewige Feuer wird unseren Weg erleuchten. schon hoch gesehen. Ja, da sind wir jetzt im Badehaus. Da, soll ich den Teil machen wir? Ja, in der Episode. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Siggi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Happen. Ein kleiner Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deiner Ausrüstung passiert nichts. Oh. Ja, okay. Sind wir jetzt? Nein. Wunderbar. Siggi Reuven wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast du recht gehabt, Ben hat mich die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu Es schieben. läuft! Dann hat er die Leiche Also Nachtlied. ausgestreckt in Frieden. Dann hast du Gut, ja, wir sind im Badehaus. Natürlich. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast.
Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Sie haben doch Räuben als fett beschrieben. Der andere schwere Grip, man. Schwere muskulös, what the fuck? Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Wieso komme ich so ein Ding über? Hier wird mir ein Schwert. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah! Schlagt ihn! Tötet ihn! Oh. Komm schon, komm näher. So Teil ist das eh. Oder krasse Attackpunkte. Alle zusammen, Jungs! Oder Ding kämpft einfach besser. Geralt kämpft einfach besser, wenn Halbmacht ist. Krass. Hurensohn, bist zu weit gegangen. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ja, was sagen wir? Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Was für ein Tattoos der andere hat? Wir Was werden läuft? erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensons Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Geralt, nicht uralt. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Der andere, voll der Kasten, was läuft. Ich habe eine andere Erinnerung. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Genau. Ja, das mit dem Siegeräuben ist ja auch eine Vorgeschichte, das kommt in den Büchern vor.
Und irgendwie versäumen, glaube ich, Geralt aufzahlt, wenn er irgendwo her wird gehen. Weil der Reuven hat ja als Spionageding, Agent, oder der Kopf von Spionageapparat. Und der Hexe gearbeitet, deren Namen ich jetzt nicht erinnern kann. Genau, ja. Aber wir müssen die ein bisschen sympathisch machen. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Reuven. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Ja, wieso willst du Ding nicht haben, ja? Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Wisimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay. Die Arena. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Gut, ja, dann sollten wir wirklich auf die Suche losgehen. Jetzt haben wir genug Hinweise bekommen. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Oh ja, genau, da haben wir eine weitere Frage machen. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler.
Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhart wohl nie verziehen. Philippa Eilhart hat es geheißen, stimmt. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Pontar, die Hände mit den Saiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Ja, stimmt. Es gibt ja für Siegeräuben oder Dijkstra Sidequests, wo man freischalten könnte. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Okay. Bitte folge mir. Ja, was gibt mir einfach Quests von Hurensohn? Wenn ich hier mit Dijkstra am Hängen bin. Ja, Lynch, du kannst noch ein bisschen säckeln, Dijkstra. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Bart, hör auf damit. Sofort. Bart, Hilfe! Bart, machen Sie voll die Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Genau. Wo ist denn das? Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen einen Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Siggi Bart mitnehmen. Siggi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen.
Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bad bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Ja, jetzt in die rundum Rede macht auch nicht viel Sinn. Wir müssen ja bis Na ankommen. schön. Ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopf wirr. Ups. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popssporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart-Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popspuren. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich es für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Gott, wie langsam der rennt! Zatsch, futsch. Böser Troll. Na, Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Groß so. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Okay. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floren, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzen, Zatsch. Alles weg. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popspuren eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzliche gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste Gegengift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig.
Aber meins noch mehr. Habe Fonks losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken, wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Ja, ich glaube, ja, nächstes Mal machen wir den Sidequest von... Alter Spawn, wo bist du da bloß angeraten? Von Dijkstra weiter und danach können wir mit Huron so seine Quest weitermachen. Aber für heute Abend ist es auch so weit. Wir sind schon bei 40 Minuten. Und ich danke mich fürs Zuschauen. Ich sage bis bald und auf Wiedersehen.